Flammkuchen nach Stediart, einfach unvergesslich. Ein guter. So, haben wir alles schön wieder ausgelegt. Welche Zutaten braucht es? Für Flammkuchen nehmen wir für den Teig Mehl, ein bisschen Zucker, Hefe, Butter, ein bisschen Herdöpfelgewürz im Teig. Logisch. Und als Belag machen wir ganz klassisch mit Böhlen, Creme fraiche, Speck und noch ein bisschen Steckhauspfeffer dazu. Immer fein, tönt fantastisch. Probieren wir nachher in dem Fall zusammen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Super. Danke. Bis dann. später. Ciao. Tschüss. Wir fangen mit dem Teig an. Das gibt so für 2 Personen. Ich mache hier 220 Gramm Weizenmehl. Machen wir so Wanne drin. Brauchen wir insgesamt 1,25 Dezi Wasser. Ein bisschen von diesem Wasser gebe ich hier separat in eine Schüssel. Und da kommt 10 Gramm frische Hefe. Gut rühren. Und machen wir eine Prise Zucker oder 2. Und dann mache ich gleich in der Mitte hier rein ein bisschen Mehl so oben drauf und lassen wir das hier kurz arbeiten. Da habe ich 50 Gramm Butter aufschmelzen. Lassen wir hier ein bisschen beidseits abkühlen. Rühre ich schon mal ein bisschen so. Dann ist das jetzt schon mit dem Mehl gemischt. Dann gebe ich noch Herdöpfelgewürz dazu. Im Teig gerade. Vulkanbauern hier. Ganze Menge Wasser. Dann rühren wir. Also wir werden schon kneten. Und da kommt Butter. Schaut, dass die nicht super heiß ist. In die Hände nehmen. So lange kneten, bis der Teig schön glatt ist. Schöne Kugel, wieder da rein. Jetzt mit einem sauberen, feuchten Tuch legen wir das über den Teig und lassen wir an eine warme Stelle in die Küche aufgehen. Je nach Temperatur 1 bis 2 Stunden. Der Teig hat die Ruhezeit gehabt. Man sieht, es ist aufgegangen. Machen wir ein bisschen Mehl hier auf der Arbeitsfläche, schön elastisch. Das ist wirklich wichtig, oder? Dass man dem Teig Zeit gibt zum Aufgehen. Man kann natürlich auch einen fertigen Teig kaufen, aber da kann man nicht sagen, ich habe es selbst gemacht. So, schön dünn. Nehmen wir so. Machen wir da. Da drauf kommt jetzt Creme fraiche. Nicht sparen. Dann machen wir zuerst Steckhauspfeffer drauf. Genug davon, wenn man gern hat. Zwiebeln. Je nach Geschmack mehr oder weniger. Und jetzt verteilt man den Speck so. Es darf natürlich weniger Speck sein. Aber so muss niemand streiten für den besseren Stück. Haben wir überall. Ab in den Ofen damit. Und nicht im Ofen vergessen. Der Teig ist dünn, der Ofen ist heiß. Es geht sehr schnell. Das ist da die Löcherli. Er ist luftig da also, rundherum. also der Teig ist wirklich, es lohnt sich, den Teig selber zu machen. Das ist fantastisch. Danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Liken, wenn es gefällt. Nachkochen unbedingt. Ich würde abonnieren, müsst ihr auch noch unten schreiben. Und wie gesagt, unter allen Kommentaren, da haben wir jetzt angefangen, das ist ganz neu, verlosen wir so eine Teilnahme an dieser Kochstunde, dürfen wir auch probieren. Aber für das müsst ihr kommentieren, liken und abonnieren. Super! Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.